Also, wie wir gehört haben, ist Gorn und Diego in der Nähe. Unsere zwei Kumpel aus dem ersten Teil, sowie auch Milton und Lester. Von Lester allerdings wissen wir nix. Das ist doch alles nur Gerede. Was haben wir denn da hinten? Schmelzofen. Achso. Und wir möchten zu Garond. Das Gefängnis wird das da sein. Jetzt schauen wir noch da mal in die Schmiede. Palav. Und Dobar. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Was denn für Rüstung? Wir Soldaten tragen unsere Uniform mit Stolz. Zieh dich um. Ich habe aber keine. Zudem kennen wir so einen Ring des Wassers. Ritter. Das ist doch schon lange bekannt. Ritter? Und wer ist das da? Was ist das denn schon wieder her? Ah, Ritter. Los, sind der da eine? Glaubst du wirklich daran? Ja. Wer ist denn das da oben? Engor. Du solltest stolz sein, die Rüstung des Königs zu tragen und nicht mit diesen Klamotten durch die Gegend laufen. Jetzt geh. Ich hab doch gar keine. Rohstahl, also da können wir unsere eigene Waffen schmieden. Das ist doch schon lange bekannt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, wir schauen jetzt mal rein ins Haupthaus. Das hat er wirklich nicht verdient. Zu Gorand. Oder Garond, wie er heißt. Das habe ich auch gesagt. Ich habe da meine eigene. Geralt. Ich glaube, da sitzt Gorn drin. Nicht ewig so weiter vorher sagen können. Da hinten sitzt auch noch einer. Nicht, dass sich daran was ändert. Waffenknecht. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Was haben wir da herin? Brutus. Soldat, was ist das für eine Kleidung? Auf der Stelle umziehen. Mhm, gut. Aber wir kennen ja gar nicht mehr dazu. Die Probleme habe ich kommen sehen. Was bewachst du? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorn. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein, der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merkt ihr das? Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein! Das höre ich zum ersten Mal. Und wenn ich dir Gold zahle? Nein! Schläfst du eigentlich nie? Nein, Enos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Mhm, er schläft also nie. Haben wir Schlafzauber? Warum hört eigentlich keine Meinung? Will ja keiner hören. Daran wird sich nie etwas ändern. Erzählt sich ja so einiges. Hätte er sogar. Ja, vielleicht schläft er mal aus Versehen ein. Und wir spazieren einfach da rein. Genau das habe ich auch gesagt. Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Wirklich nicht verdient. Gut so. Ja, wie wir reinkommen, wissen wir, rechts ist die Küche. Das ist der Koch. Und drüben ist eine Art Schlafsaal. Oder? Na doch nicht. Und da unten sitzt dann wohl der Garond. Früher ist da drin Das hätte er auch selbst wissen können. jemand anders gesessen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie der Man heißt. muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Orig und Parsival. Warum erfahre ich das erst jetzt? So, Garond. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also, Ich bin über den Pass gekommen. über den Pass? Das war keine Du hast es tatsächlich geschafft?
Bei Innos. Das sind doch alles nur Wie lautet dein Befehl, Soldat? Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Doch seine Entscheidung. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich brauche Ausrüstung. Kläre das mit Tandor. Er wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ja, aber das kostet ja was, Alter. Das habe ich früher Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Genau das habe ich auch. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. er auch selbst wissen. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parsival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Da kann man Okay, sich das nicht ist drauf klar. verlassen. Und wie schaut's denn mit Gorn aus? Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Das ist ein Haufen Gold. Das habe ich Gorn früher hat auch doch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sollen das einfach mal für unseren Kumpel. Wer erzählt denn so? Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Innos Strafe. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Einiges. Das habe ich früher auch Wie ist die gemacht. Situation? Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Ich brauche dringend Nachricht über den Stand der Erzförderung. Der Tugend ist lang und Gut, geht klar. Genau. Aber erst gehen wir mal noch zum anderen aussehen und holen Gorn aus dem Gefängnis. Jetzt haben wir wie viel Gold noch? 3426. Mich brauchst du das nicht. Ja gut, das holen wir uns wieder zurück. So ist es ja nicht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, Geralt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garon. Langsam nicht mehr, was ich glaube. Ich bin schon informiert worden. Daran wird sich nie. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Gut. Schauen wir mal eine zu Gorn. Das hast du nicht gewusst. Laborflasche brauchen wir nicht. Das schaut aus wie Gorn. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garon sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst, ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Alles klar, Kumpel. So, also Gorn haben wir schon mal befreit. Jetzt fehlt natürlich nur noch, dass wir Milton finden. Also, nicht Milton. An Diego. So, jetzt werden wir noch zu Parsival gehen. Und uns nochmal ein paar Informationen holen über die Schürftruppen. Ich liebe die Finger. Denn der Diego ist bei einer Schürftruppen dabei, wie wir gehört haben. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Was kannst du mir über die Schürfer erzählen? Ich habe die 3 Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Jergan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen.
Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Allerdings. Wir werden ausharren, solange wir können. Ja. Kennst du einen Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal, aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. So, als nächstes werden wir also uns auf den Weg machen, Warum erfahre ich das erst hier? die Schürfertruppen zu finden. Davor möchten wir aber eine kleine Pause machen, weil ich wieder ein paar Folgen zusammenschneiden muss. Und ich würde sagen, wir stellen uns da vorne hin, damit wir gleich wissen, wo wir starten können. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, da stellen wir uns jetzt her. Und jetzt schauen wir noch auf die Karten. Pass auf, das ist Nefarius Karte. Na. Garons Minenkarte, das ist die. Also, wir sind da in der Mitte. Gut, da hinten ist eine und rechts ist eine. Eine ist in der Nähe vom Zauberturm vom... Wie heißt denn der schwarze Magier? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall bei dem Zauberturm und eine links hinten. Ja. Gut, aber das gibt's erst beim nächsten Mal. Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Sengrad, wenn du was willst. Ja, wir wollen speichern. Und zwar da erinnert. Also, beim nächsten Mal geht es dann da weiter.